Das heisst, ich mache jetzt einfach einen auf. Ich hoffe, es kommt gut. Ja, muss zuerst warten. Der dort, ja, ich hätte es schon. Ja, aber das ist jetzt wieder, oder? Ich habe keine Blocke, er hat Blocke da. Also das heisst, für mich ist es super, ich schiebe ihn einfach weg. Gut. So, dann wenigstens mehr Platz. Jetzt könntest du dort links theoretisch vorbeisäckeln, oder? Ja, Er ist jetzt in der Tackle-Zone von 3 von meinen Chicas. Also er kann es probieren, logisch. also ich werde es müssen probieren, sonst geht es halt nicht. Ja. Aber die Frage ist, wie sicherst du noch ab, dass er nachher... Also das Problem steht nur 2, oder? Wenn ich jetzt da wegsäcke, brauche ich 4 plus zum Ausweichen. Ist eine 50% Wahrscheinlichkeit. Ja, jetzt der Judy wird die nehmen. Ja, bei 50 bin ich immer vorsichtig. Das ist dann schon ein ziemlich Paniklevel, wenn ich das mache. Ja, ich laufe jetzt raus mit 3 plus, das schaffe ich natürlich nicht, aber jetzt habe ich einen Wiederholungswurf und jetzt schaffe ich es. Chica! Hau eins! Ja, zuerst. Boah! Ich bin draußen! Na, hat geklappt. Jetzt habe ich aber meinen Wiederholungswurf gebraucht. Gut, du hast noch 3, oder? Also... Aber ich habe noch Blitz. Aber nicht in dem Zug kann er jetzt einen einsetzen, erst im nächsten Zug. Ah, Das heisst, ab jetzt ist was passiert. Ja. Also ich muss jetzt hier probieren, ohne wegzunehmen. Oh, es gibt einen Würfel. Uiuiui, ist das Risiko gewesen. Das ist jetzt natürlich dumm gespielt gewesen. Ja, wieso muss ich das sonst machen? Aber wieso schiebst du jetzt die weg? Das bringt dir doch nichts. Aha, Nein, ja, ich komme da nicht weg. Und der kommt jetzt wieder mit 3 plus weg und muss jetzt daher. Und das muss jetzt klappen. Also ich brauche jetzt ein 3 plus und ein 2 plus. Geh auf die Schnurren! Geh auf die Schnurren! Noch 1, kein 1, kein 1. Er schafft's. Hey, du, was du fürs Würfelglück hast. Jawohl. jetzt, es ist eben ein bisschen verzögert. Ich muss aber ein bisschen... Aha, ja, ich sollte aber... Das ist jetzt so berühmt... Look. Ja, ich warte jetzt. Sagst du, wenn es zuerst... Ich sehe zwei Totenköpfe. Genau, das nennt sich Double Skull. Also ich kann jetzt einen Totenkopf auswählen, ich gehe um. Aha. Und sein Zug wird beendet. Und der Judy hat gegen mich jedenfalls nie einen gehabt und das ist etwa mein 7. Gefühl. Alright. Das unterscheidet den Pro vom Noob. Ja, Judys Chickens sind eben schon... Ich sehe schon, die haben Vorzüge. Ja, die Würfel laufen immer wieder vor ihm. Definitiv. Ja, definitiv. Aber es bin ich aus. Jetzt kann er natürlich wieder mindestens mit 2 Kriegter auf mich drauf. Und mein Cage ist ja da vorne jetzt eine riesen Ecke. Gar nicht gut. Er kann 6 bewegen. Ja, er wird 2 Herren bekommen und er wird es jetzt sicher probieren. Mein Vorteil ist, ich habe immerhin Block auf meinem Ballträger. Okay. Ja, aber ich schaff keinen Doppelwurf, oder? Doch schon, musst du noch dahinter decken. Nein, weil ich komme keinen Support über. All meine Supports sind im Tackle von dir. Ich habe aber auch noch 3. Ah, Doppel. Nein, du schaffst es. Ich kann Doppel schaffen, ne? Darum will ich das jetzt so innen so auf das Ende vom Zug verschieben, weil das ist ein bisschen risikobehaftet. Der hat schon bekommen, du hättest eins weiter rauf sollen. Der hat den gesupportet nachher. Ah. Ja, hast recht, das ist jetzt wirklich... Du könntest jetzt natürlich... Aha, nein. Ich könnte höchstens so probieren. Ja, es ist doch so... Nicht. Mal, so geht's. Es sollte aber nur einen geben. Ja. Das. Also was, nur ein Supporterwurf, oder was? Ja, jetzt ist einfach wieder, weil... Also. Wenn er jetzt von oben reinkommt, dann gibt der keinen Support, weil er von dem gedeckt ist. Okay, jetzt hat er hoffentlich ein 1. Jetzt muss ich noch ein 1. Komm, also ein 1 und ein 1 und dann noch Block.
Ihm natürlich nicht. Jetzt rühren wir nachher und der Ball fliegt raus. Chica! Und, ich habe ihn fast gehabt, aber ich habe ihn nicht fast gehabt. Ah, wir versuchen. Nein, ich hätte das 5 plus müssen haben. So, jetzt ist für mich aber extrem blöd, um den Ball aufzunehmen, weil der ist in 2 Tackle-Zonen auf seinen Kerlis und ich habe 0 Chance, den irgendwie sinnvoll abzusichern. Darum tendiere ich jetzt eher dazu, ihm es auf das schwer zu machen, da aufzulassen. Weil seine Gewandtheit ist ja Wenn er nicht jetzt so toll. aufnehmen hat er theoretisch ein 4 plus, nein, ein 3 plus, aber wegen diesen 2 hat er ein 5 plus. Warum steht. Also wie siehst jetzt du das mit dem 3 oder 4? Das weiss ich einfach, das siehst du nicht. Das weiss ich einfach. Also grundsätzlich das 3 gibt es 3 plus zum Aufnehmen, wenn er einfach so irgendwo liegt. Aha. Ja, hör auf. K.O. Ist K.O.? Wow, die Chicas, die gehen ja aber Vollgas, ey. Ja, ich tue jetzt natürlich einfach versuchen, bei ihm noch ein bisschen Spieler aus dem Feld zu nehmen. Weil ich kann da nicht wirklich etwas Sinnvolles tun und machen im Moment. Und das Krasse daran ist, eigentlich kann ich das gerade so gut hinein. Zuerst der Unterschied, 1 Tote, 2 K.O. Und er hat sogar noch 2 Satzspieler. Wo siehst du, dass er noch 2 Ersatzspieler hat? Da, Also, oben rechts. oben rechts. Ah, dort, ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ah, okay. Krass, okay. Chica! Jetzt noch einen schönen Liefern. Leider nur gelähmt. Okay, liebe Judy, du hast noch 1 Minute Zeit. Einfach, dass ich es gesagt habe. Danke für die Info. Ich tue jetzt da noch ein bisschen Tackle-Zones aufbauen auf den Ball. Weil je mehr Tackle-Zones auf einem Ball sind, umso schwieriger ist es zum Aufnehmen. Zum Aufnehmen, ja klar. Aha. Und ich probiere jetzt etwas, wo das Karren sich wahrscheinlich extrem aufregen wird, wenn es klappt. Weil ich versuche, aus dem Tentakel von seinem Riesenpenis zu entkommen. Also er muss jetzt mit 2 Würfeln über dem 8 haben und noch mit einem Würfel über dem 3 gleichzeitig. Und für den geneigten Also das Zuschauer, da das Gewürfel ziemlich undurchsichtig ist, ich habe 42% Chance, seinem Tentakel zu entkommen und 67% Chance, aus seiner Tackle-Zone rauszukommen. Und ich sage nur, Chica! Und er schafft es er hat es noch nie nicht geschafft. Noch nie. Und er macht es. Aber es ist fehlgeschlagen. Schau mal, Uni ist fehlgeschlagen einmal. Hast du jetzt Okay. Kopf ausgerechnet die Chance oder hat es dir die angezeigt? Nein, Ich habe eine andere angezeigt, wie er ich. Also, Okay. Zug ist jetzt. Aber. Also, mein Tentakelzug rausgekommen ist fehlgeschlagen, aber ich kann ausweichen und darum habe ich die zweite Chance gehabt. Aha. Aber ist trotzdem, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Move gelingt, ist eigentlich relativ gering. Und ich muss da Simon recht geben, es gelingt mir tatsächlich überproportional zu oft, als dass die mathematische Wahrscheinlichkeit das zulassen würde. Habe ich das schön gesagt? Ja, das tönt nach einem Bug. Nein, das klingt nach können. Ja, nach Würfel können, oder was? Genau. Das nennt man einfach Glück. Aber ich muss mir an jedem Beginn von jedem Spiel anhören, dass ich ihn zu Australien rausgehauen habe. Ja, das wirst du dein Lebens, bis du die blaue Sendung hören kannst, Stift drauf nehmen. Für die Leute, die nicht wissen, was das soll. Wir haben mal Risiko gespielt. Oder? Richtig. Und, ja. Der Judy hat dort verloren. Nein, das Karasnik hat einfach gewonnen. Er hat mit einer haushoch unterlegenen Armee mein komplette Australien überrollt, weil er so ein extremes Würfelglück hatte. Jawohl, das ist schon so. Jetzt die Wand an. Also theoretisch kann ich habe blocken, zweimal umrühren, aber er hat auch blocken und er kann ausweichen, also geht es weder noch. Also ich check das schon richtig. Das Blocken und das Ausweichen, das kommt auf die Würfel drauf an. Das ist eine mega Also, geile ja. Kombi, oder? Also wenn ich Block und Ausweichen habe, dann muss er so eine Blitzwolke geile machen ohne Ausrufezeichen. Da, wo er jetzt gerade gewürfelt hat, das ist die einzige Möglichkeit, meine Amazonen umzuhauen. So wie er es jetzt gerade macht. Und dann ist noch K.O., ganz uncool.
Bei allen anderen möglichen Würfen, ja, warte, ich muss schnell überlegen, nein, ist gut, passiert einfach nichts, da kann ich mich höchstens verschieben. Und das ist so nervig an der Amazone. Ah, das ist aber eben, weil sie das Ausweichen haben und das Blocken, oder was? Also ich kann ausweichen bei allen von meinen Amazonen. Aha. Das heisst, ich habe einen von seinen Würfen, den ich bereits schon ausgleichen, dass er nichts Sinnvolles erreichen kann. Dann haben gewisse Amazonen blocken, aber weil ich schon ein paar Spiele gemacht habe und schon Erfahrungen gesammelt habe, habe ich schon bei relativ vielen von meinen Amazonen auch noch zusätzlich blocken geben. Und das heisst, wie viele Würfe? Fünf Würfelmöglichkeiten hat man, oder? Ja, genau. Und bei 4 davon kann er eigentlich nichts wirklich Schlimmes für mich machen. Okay. Und das ist das, was ihn jedes Mal in die Weissglut treibt. Zu Recht, denke ich mal. Ja, Aber das ist klingt nicht schon auf ein jedem bisschen Spieler, hä? overpowered. Ja, aber es klingt schon ein bisschen overpowered. Und wieso hast jetzt du den... Nein, das ist nur weil... Zack! Ja, das ist klar. Ja, schon. Oh, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Sorry. Ich war völlig abgelenkt von der... Was man auch noch machen kann, ist faulen. Das tut das Karre jetzt ganz schnell erklären, aufgrund von dem Ergebnis, das ich dort erzielen würde. Also er könnte jetzt auf den, der am Boden ist, reinschlagen. Und das heisst, es gibt gerade den direkten Wurf auf die Rüstung. Das heisst, es geht nur darum, den rauszuschlagen. Der wäre noch schöner da oben. Aber wenn er jetzt das machen würde, hat er ein 9. Er kommt jetzt aber noch Leute, er kommt rundum Leute pro Mann, der mehr rundum ist, wird die Rüstung noch um 1 runter. Eins runter da. Aber es ist glaube ich eine Chance von, ich glaube 2, 3 plus, ich bin nicht ganz sicher, ich muss nachschauen, dass der Schiri die rausstellt. Also ich habe seit die Blood Bowl spielen hier wieder ein einziges Mal gefolgt und einer ist bei mir rausgestellt worden. Ah, okay. Aber wenn es Also du könntest faulen. er wird nicht rausgestellt. Natürlich nicht. Weil er hat ja die Amazonas und die bezirzen jeden Schiri. Du bist saublöd, gell? Du hast keine Tackle-Zone dort unten. Richtig, genau. Das ist das Problem an den Grossen, ist immer, dass sie ein Negativding haben und ich habe jetzt ein Eis gewürfelt, natürlich, und wegen dem ist es so blöd und jetzt steht er einfach dumm dort rum und macht nichts. Und darum hat er ein Fragezeichen auf dem Kopf. Genau. Ich bin extra nachher gestanden, damit ich nur auf ein 2 Plus komme. Aber ja, das passiert halt. Okay, und wenn niemand jetzt den Ball nimmt, dann gibt es auch keinen Touchdown. Dann geht es ja eigentlich wirklich nur darum, Gegner runterzumetzeln. Das Problem ist, im Moment kann einfach niemand den Ball so richtig nehmen. Also Ja, ich habe aber eine 33%ige Chance. 5 Plus und muss noch 5 Plus ausweisen, also 2x5 Plus. Jetzt, wenn ich der Judy wäre, würde ich es einfach machen. Ja, Aber das ist schon recht Risiko. Nein, das schaffe ich nicht. Das schafft nicht einmal der Judy. ja, komm jetzt. Aber jetzt versucht er natürlich alle zusammen runterzuschlagen, da hier rum. Jetzt schiebt er das Zeug ein bisschen rum, was okay ist. Aber er kann mit so vielen Leuten zuschlagen, dass es dann wahrscheinlich der gleiche klappt. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, den Move. Ja, Block. Aber er hat ausweichen. Was kannst du alles würfeln? Blocken, Also es ist, genau, blocken, einisch, ausweichen, also ausweichen, das Ding mit dem Fragezeichen, dem Ausrufezeichen, einisch, zweimal schieben, einisch beid am Boden, also das, was gegen Blocken ist, und einisch, dass einfach du am Boden gehst, also das Kalt. Also, Jetzt könnt ihr wieder probieren aufzunehmen, aber es ist auch noch gängig, es sollte noch gängig Das hast du sein, vergessen. 6 plus. Das sogar. hast du sowas von vergessen. Das ist mir zu schnell gegangen. Blocken, ausweichen, schieben. Schieben jetzt zweimal. Ah, schieben Also, hat's- einisch, also ganz gelb, also das heisst, er kann eh nichts machen, er geht um. Nachher ein Gelb mit dem Ausrufezeichen, das heisst, er geht um, ausser der Bär hat ausweichen. Nachher gibt es zweimal das Pfeili, dass einfach einer umschieben kann. Dann gibt es einisch, dass beide am Boden gehen, das, was eben gegen Blocken, wo das Blocken hilft, schützt. Und dann gibt es noch das Skull, das heisst, du gehst runter. Der dümmste mögliche Fall.
Das ist zweimal der Totenkopf, oder? Da habe ich gecheckt. Genau. Und er hat jetzt gegen mich grundsätzlich 50% Chance, dass er... Ja, kommt nicht drauf an, mit wem das er zuschlägt. Er hat 4 Blitzer. Und die Blitzer, ich zeige euch einen, die haben alle zusammen ausweichen und blocken. Das heisst, gegen ihn, wenn ich gegen ihn zuschlage, ist nur die 2 Schieben okay für mich oder das ganz absolut Gelbe. Und alles, also 50%ige Chance und alles andere bringt nichts. Ah, und das ganz Gelbe heisst eben, beide gehen an den Boden. Ja. Nein, das ganz Gelbe heisst, der angegriffen wird, geht der Boden. Das haben wir jetzt gut gemacht. Das dann, der andere. Wo mein Auszeichen drauf ist, was du siehst. Also ich werde jetzt hier vermischt. Also da gibt es eine richtige Rudelbildung, heisst doch im Rock. Ja, es ist scheiße. Wird wahrscheinlich keinen Touchdown geben, denke ich noch. Aber das ist ja für den Shooting nicht schlimm, weil ich habe angefangen. Und eigentlich muss ich... Nachher verteidigen, oder? Also, Ja. in der Das zweiten Problem ist, Halbzeit- er hat so mega viele Blocks gegen mich. also das gelbe Ausrufezeichen ist was gewesen? Das ist... Ich gehe runter, ausser die Hausweichen. BAM! Also von mir stehen genau noch 2 Leute. Schon wieder gelähmt? Wow! Gelähmt bedeutet, du bist einfach gerade am Arsch, oder was? Nein, gelähmt ist nicht so schlimm. Du kannst entweder du gehst auf den Rücken, dann kannst du im ersten Zug deine Figur wieder aufstellen, einfach mit einem kleinen Bewegungsmalus. Oder du bist gelähmt, dann landet er auf dem Bauch, dann muss sich im nächsten Zug zuerst mal auf den Rücken drehen und kann im übernächsten Zug sich wieder aufstellen. Also gelähmt und auf dem Bauch ist, und auf dem Rücken ist noch einigermaßen okay. Schlimmer ist nachher ab K.O., weil dann sind sie zum Spiel los. Ja. Ich muss jetzt so Scheiß machen. Das sieht riskant aus, was du da machst. Ja, schau mal, wie das da aussieht in dieser Welt. Ja, ich sehe Ich schon. könnte jetzt blitzen, die hat das 4. Was auch noch siehst, oben dran, wir gehen langsam der Halbzeit entgegen. Das heisst, das Kara hat jetzt noch 3 Züge und ich habe auch noch 3 Züge und dann ist Halbzeit. Und Halbzeit wird geresettet. Also was heisst resettet? Hat er dann wieder alle Spieler zur Verfügung? Nein, das sehen wir dann, wenn es so weit ist, aber es bedeutet, dass die Formation, wie sie jetzt ist, wird aufgelöst. Alle rennen unter die Dusche, haben ein bisschen Spass dort, kommen wieder zurück aufs Feld und dann stellt jedes sein Team wieder neu auf, bei der Mittellinie. Das heisst, all die Aber einfach Fortschritte... mit denen- Ja, eben. Ja, also das ist wie zweite Halbzeit einfach dann, oder? Richtig, ja. Es ist Genau. so die Halbzeit, ja. Aber einfach mit den Leuten, die du noch hast. Genau, also Ja, seine, ja. die verletzt sind, die werden nicht mehr zurückkommen. Bei denen, die K.O. sind, das sind die so ein Glück über dem Kopf haben. Dort hat er eine Ja. gewisse Chance, dass die wieder aufstehen tun. Und Ersatzspieler hat er keinen, also wenn dort nicht aufsteht, dann wird er mit weniger Spielern. Ich habe jetzt zweimal eine 50%ige Chance genommen, hat natürlich wieder nicht geklappt. Ich habe leider nicht aufgepasst, aber Ich Ja, habe ich- saublöd, wiederholt, Saublöd habe ich auch saublöd. gelesen, ja. Aber ich habe es nur schnell gelesen. Plus 2, plus 6, okay. Noch 2 Minuten Zeit. Oh, 2 Sternli. Zweimal das ganz gelbe Wölkchen bedeutet weg. Nicht? Ja, Das jetzt habe ich ist- ihn geblitzt. das ist das Beste, was man machen kann, wenn man so einen Wolken hat. Aber jetzt tut er sich natürlich wieder um den Ball umstellen, um möglichst viele Tackle Zones zu machen, damit ich die Chance habe zum Ausstehen. Ich mache dann wieder das Gleiche und so wird wahrscheinlich die Halbzeit zu Ende gehen, gehe ich mal davon aus. Ja, das Problem ist, ich habe weniger Leute als er. Das könnte gut sein, dass der Shooter das gewinnt, vielleicht das Spiel. Also, wenn ich würde wetten, dann würde ich jetzt auf den Judy wetten, dass er noch einen Touchdown macht in dieser Halbzeit. Na, sehr unwahrscheinlich. Ich habe noch 2, 3 Züge. Ja, also da kommst du da schon durch. Ich muss jetzt einfach versuchen, möglichst viel von seinen Spielern aus dem Weg zu räumen. Da.
Er kann theoretisch jeden von meinen Spielern umschlagen. Theoretisch. Jetzt wollen wir mal schauen. Praktisch wird das dann vielleicht auch klappen. Fängt ja mal gut an, he? Also der erste ist da. Das war jetzt nicht so entscheidend gewesen. Der war überhaupt nicht entscheidend gewesen. Aber Hauptsache down. Und dann geht's. Aber eigentlich eben der Riesenpenis, der kannst du einfach stehen lassen, der tut ja niemandem weh. Mal, der tut dich extrem weh. Jetzt im Moment ist er out of order, aber der blockiert schon mal 2 von meinen Chicos dort unten. Und der hat extreme Kampfstärke. Oder wenn ich mit dem da jetzt hätte reinlatschen können, dann wäre es super gewesen für mich. Einen Vorteil gegeben. Aber ja, Aber du hast nicht können reinlatschen, weil du schlecht gewürfelt hast. genau. Ich habe das 4 Plus und nochmal das 4 Plus und beide habe ich versucht. Also das 4 Plus mit Hydraulikswurf. Und ich sehe das schon richtig. Judy hat noch 5 Wiederholungswürfe. Das sieht schon schlecht aus für dich, Cara, wenn ich das ehrlich darf sagen. Er kann sie nicht einmal mehr brauchen, er kann sie nur pro Zug einen brauchen. Kann man die verkaufen? Nein. Also jetzt ist der zweite von mir da. Jetzt schlägt er die anderen 2 auch noch wahrscheinlich. Nein. Meinst du, das schaffe ich? Ja, wenn du es nicht schlecht machst, ist das kein Problem. Also wieso solltest du das nicht schaffen? Mit dem aber rechts und mit dem Also du hast jetzt schon... Ja, jetzt musst du noch herlaufen, eins. Nein, schon so. Die nicht gemacht. Na, vielleicht verschiebt es jetzt den Ball ein bisschen schlau. Zack! Okay, jetzt wickel ich da gerade ein bisschen Chancen. Weil jetzt ist der Ball aus der Tackling-Zone raus. Jetzt könntest du ihn eigentlich sozusagen fast gratis aufnehmen. Du müsstest dich nur aus der Tackling-Zone von der Das Main. Problem ist, schau, er ist da von 2 Tackling-Zonen und das gibt ihm ein... Ah, er kann, allgemein, den habe ich genau, nicht es gesehen. ist das 5 Plus, aber... Ah, jetzt hat er nicht. Das ist doch gut. Also er hat 5 Blocks gemacht und alle von mir umgeschlagen. Ja, ich sehe es. Also Die Vollblock und so. die Amazonas, die sind also schon noch recht stark, wenn ich ehrlich bin. Muss ich auch sagen. Kommt ein bisschen drauf an, wer sie spielt. Was ist jetzt das für dreckige Also wenn es Wertung? gegen Stefan ist, ist das nicht so das Problem. Was willst du dort draussen rumlaufen? Gerade durch, komm, hör auf! Bei deinem Würfelglück. Zack, easy aufgenommen, weil er 2 Plus. Wieso muss er nur 2 Plus zum Die Aufheben? hat jetzt einen zusätzlichen Das ist- Gewandtheitspunkt. Zuerst hat für Ah, den Level Up hat die einen bekommen. okay, ist gut. Du hast noch 1 Minute, gell? Nein, das kann so nicht. Ich habe darauf gewettet, dass der Judy noch einen Touchdown macht in dieser Halbzeit. Einfach, dass ich es noch einmal sage. Also ich hätte sicher nicht gegen dich gewählt. Ah, schade. Kann die Amazonen dort einfach rundherum laufen, um den Penis? Ja, der ist am Ja, wo Schlafen. mein Penis eben dumm aussieht. Wieso, wie kannst du denn den wieder wecken? Das ist eine lüpfrige Frage. Mit einem... Mit der Viagra-Pille? Das ist schnell. Nein, er hat Also. dort Pech gehabt, dass er sau blöd war. Und wenn er sau blöd ist, dann ist er halt auf der Runde am Rumstehen, macht gar nichts. Auch kein Tackling und hängt auf dort ein bisschen um. Ich habe eigentlich nicht mehr viele Chancen, da etwas zu machen. Ja, also was kannst du noch machen? Du kannst deine Leute wieder auf die Beine bringen und that's it.
Wenn die Würfel rot sind, ist das nichts Gutes, gell? Aus meiner Sicht schon, doch. Ja, aber aus Sicht vom Angreifer heisst das nichts Gutes, oder? Also, weisse Würfel bedeutet, er darf auswählen, was für ein Ergebnis von den erwürfelten Würfel gewählt wird. Wenn es rot sind, dann darf ich auswählen. Wenn er jetzt die gleiche Stärke hat wie ich, dann hat er einen weißen. Das heisst, er kann gar keiner von uns beiden auswählen, logischerweise. Wenn er stärker ist wie ich, dann kommt er 2 weisse Würfel über. Sprich, er hat 2 Chancen und kann aus diesen 2 Chancen das bestmögliche Resultat auswählen. Wenn er schwächer ist wie ich, dann hat er 2 rote Würfel und dann darf ich auswählen. Und dann nehme ich natürlich immer das Schlechtmöglichste. Ja, klar. Das heisst, am besten und das, was man immer anstreben tut, ist, dass man mit 2 weißen Würfeln angreifen kann. Dann hat man eigentlich die grösste Wahrscheinlichkeit. Dass man 3 weiße Würfel hat, kann vorkommen. Ich glaube, da muss doppelt so stark sein wie das Ziel. Gell? Irgendwie so. Das gibt es relativ selten, aber dann hast du natürlich 3 Chancen. Okay. Was ist das zu Hotzen? Ja, also ich sehe auch, du kannst eigentlich gar nichts machen. Ja, ich kann gar nicht machen. Ich kann noch ein bisschen aufs Zeug umschlagen. Ja, du kannst höchstens einem eins noch auf den Kopf bretschen, dass er nachher nicht mehr kommt in der zweiten Halbzeit, aber... Kotzt die Wand an. Also auf einem 6 ist er blöd, er schafft es. Kann natürlich ausweichen. Das ist einfach, weil die so flink sind, die Amazonen. Nein, das ist schon, ja, aber weißt du, das ist halt... Jetzt kommt die grosse Jammerorgie, liebe Zuschauer. Sag Simon. Wow, echt? Warte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Machen wir einfach den. Wieso kann ich den Würfel nicht aus... Ich kann klicken, so viel ich will. Komisch, ich kann den Würfel nicht anklicken. Ja, ich weiß es nicht. Wieso? Ja, ist gut so. Weil er am Boden liegt. Okay. Ich bin aufgekommen, mach schnell Pause. Ah, was? Gerade so? Ah, okay. Also, das heisst, ich mache meinen Zug, bevor ich den beende, mache ich Pause, damit er auch wieder rechtzeitig ist. So, was ich jetzt schauen kann, das siehst du ja, wenn ich kann jetzt zum Beispiel einen Touchdown mit der rennen. Bedeutet aber, weil 2 Züge außerhalb von meinem normalen Bewegungsrange sind, muss ich dann zweimal Go for it machen. Und jeder hat eine 83%ige Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt. Das ist eigentlich nicht so übel, aber mein Glück verlässt mich immer genau dann, wenn ich solche Sachen mache. Und ich habe noch 2 Züge zur Verfügung. Ah, 2, ja. Das heisst, ich sehe jetzt keinen Grund, warum das ein Risiko machen soll. Ja, muss ja nicht. Sprich, ich will jetzt einfach möglichst weit von seinen Figuren wegfahren, weil seine Bewegung, er hat eine relativ schlechte Bewegung. Das heisst, seine fetten Krieger, die haben Bewegung 4 und die anderen haben Bewegung 5 und meine Chicos haben Bewegung 6. Das ist jetzt mein grosser Vorteil. Das heisst, wenn ich jetzt da so ins Eckchen hinterher renne, dann kommt er nicht an mich ran. Ja, dann weicht total aus. Aber weil ich ja gerne auf Safe mache, und ich da noch ein bisschen Verteidigung rundherum und hat er eigentlich gar keine Chance. Ja, das sehe ich alles. So. Und dann hast du die Touchdown auf sicher, so wie ich gesagt habe. Würde ich behaupten, was ich jetzt natürlich noch mache, ich tue jetzt noch auf seine Figur umeinander prügeln, weil vielleicht kann er noch irgendeinen raushauen. Wobei, die hat er jetzt relativ gut aufgestellt. Der könnte
Mitte, dann muss ich aber aus dem Tentakel rauslaufen, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Was jetzt ganz ein geiler Move wäre sie so einen Tentakel weghauen. Das schaffe ich nicht. Hast du eigentlich beim Angriff all den Support oder hast du den Support nur beim Verteidigen? Ah, das ist auch schwierig zu erklären, ich habe es noch nicht 100% begriffen, aber du hast immer Verteidigung und Angriffssupport, je nachdem wie die Figuren stehen. Aha, es kommt darauf an, wie sie stehen. Also ich mache mal ein Beispiel, ich mache das jetzt nicht, weil das ist relativ dumm. Wenn ich mir jetzt den Angriff, der hat Stärke 4, ich habe Stärke 3 im Angriff. Ich komme aber Support von meinen 2 Amazonen über, die um ihn herumstehen. Und jeder gibt mir plus 1 Stärke, das heisst ich komme auf 5 Stärke und er hat 4 Stärke. Sprich ich komme 2 Würfel über, wenn ich das so mache. So, wenn jetzt zum Beispiel da oben... Sieht man das überhaupt auf seiner Seite, wenn ich da etwas mache? So knapp sieht man es. Also wenn jetzt da oben wird sein Mittelspieler angreifen, dann habe ich 2 rote, weil er hat wieder Stärke 4, ich habe Stärke 3, aber ich komme nicht Support über von meinem Chica, der dort steht, weil die steht in der Tackling Zone von einem seiner Krieger. Er kommt auch keinen Support über von seinen 2 Kriegern, weil die stehen wiederum in der Tackling Zone von meinen 2 Chicas, die da rundherum stehen. Das heisst, es ist 4:3. Habe ich schon mal vergessen. Jetzt bei allen Chicas da unten, wenn ich die wegmove, die stehen irgendwo in der Tackling Zone, habe ich eine gewisse Chance, dass ich aufs Dach bekomme. Ja. Aber ich kann ausweichen, das heisst, ich habe doppelte Chance, dort wegzurennen. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Und Simon sagt, ich habe immer Glück. Und das stimmt wieder mal. So, das heisst, ich hau jetzt den um und hoffe, dass er noch irgendwie schön eins fett auf die Fresse bekommt. Leider nur ein normaler Rückending, das heisst, er hat den nächsten Zug wieder drin. Was entscheidet eigentlich, dass er jetzt ein normales Rückending hat oder eben, dass er tot und K.O. ist? Da habe ich noch nicht gecheckt. Kommt darauf an, was du würfelst, oder? Ja, das muss er Simon noch erklären. Ich habe das auch noch nicht so ganz draussen. Es gibt da eine ganz komplizierte Würfeltabelle, was das Ergebnis ist, inklusive der Verletzungstabelle, die dann nachher nicht zukommt. Es ist, 20 Sekunden, gell? Sorry. Genau, ich mache jetzt... Ich bin fertig mit meinem Zug, ich mache jetzt nichts mehr. Ich mache jetzt Pause, weil der Simon nicht dumm ist. So ein Gebot der Fairness, wenn einer AFK ist, damit er nicht gerade mit noch 10 Sekunden Zeitbudget starten tut. Ja, das finde ich noch schön. Das finde ich schön fair von dir. Obwohl eigentlich darauf ankommt es nicht mehr. Eben, da hast du schon genügend Leute irgendwie wegbodigt, also recht heftig sogar. Ja, ich checke schon noch nicht so ganz, wenn ist jemand K.O. und wenn ist jemand gelähmt. Also das kommt einfach, je höher deine Würfe sind in dem Fall. Es kommt ja wirklich nur aufs Würfelglück drauf an. Also das eine ist das Ergebnis, ob ich einen umhau oder nicht. Und wenn ich einen umhau, dann gibt es nachher noch weitere Würfe und je nachdem, was das für ein Ergebnis ist, gibt es Bauch, Rücken oder K.O. Dann gibt es noch einen Wurf gegen seinen Rüstungswert, der entscheidet dann, ob er eine Verletzung bekommt. Und dann gibt es nochmal einen Wurf auf die Verletzungstabelle und das entscheidet dann, was für eine Art von Verletzung er bekommt. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwie 5 bis 10 verschiedene mögliche Verletzungen bis zum Tod. Aber wie das im Detail genau funktioniert, das muss recht Simon erklären. Das habe ich noch nicht so drauf. Okay, aber ich sehe schon, du bist da schon taktisch sehr, sehr, sehr gut unterwegs mit deinen Amazoninnen. Ja, musst. Also sonst hast du keine Chance. Das eine ist natürlich der Glücksfaktor, das hast du bei jedem Würfelspiel. Und bisher ist mir das Glück tatsächlich sehr hold gewesen, muss ich zugeben. Darum verstehe ich einmal auch, dass der Simon da ein bisschen gefrustet ist. Weil zum einen bin ich am Ausweichen und am Blocken die ganze Zeit und wenn er dann mal zuhauen kann oder irgendetwas Spezielles passiert, haben dann noch Würfelglück. Das ist scheiße, das ist frustrierend. Aber das andere ist natürlich schon, du musst die Spielmechanismen kennen, du musst wissen, wie du dich aufstellen tust, wie du kannst Tackling Zones aufbauen, wie du Pass machen kannst. Das haben wir jetzt überhaupt nicht können machen, weil das ist schwer gegen seine Nurgles, weil die so einen Anti-Buff haben oder einen Debuff haben aufs Werfen. Es ist wirklich ein komplexes Spiel und das macht es echt interessant. Ja, aber ich sehe schon, du musst dein Team gut kennen. Also du musst